Der Oromo-Kampf, eine Reise der Selbstbestimmung. Das Volk der Oromo, ein lebendiges Gewebe aus Kultur und Tradition. Jahrhundertelang blühten sie am Horn von Afrika. Ihre Heimat, Oromia, war ein Land des Überflusses. Sie feierten ihr Erbe durch Musik, Tanz und Geschichten. Das Gada-System war mehr als nur Regierungsführung. Es war eine Lebensweise. Es sicherte Wohlstand und Stabilität für Generationen. Das späte 19. Jahrhundert brachte eine neue Ära. Die koloniale Expansion zielte auf Oromia. Trotz ihrer Widerstandsfähigkeit sahen sie sich einer überlegenen Feuerkraft gegenüber. Das Gada-System war der Herzschlag der Oromo-Gesellschaft. Stellen Sie sich ein System vor, bei dem alle 8 Jahre die Führung wechselt. Friedlich, demokratisch, das war Gada. Es ging nicht nur um Macht, sondern um Verantwortung. Jede Generation hatte ihre Rolle zu spielen. Die Ältesten gaben Weisheit weiter. Junge Krieger verteidigten das Land. Frauen bekleideten wichtige Positionen und sorgten für Ausgewogenheit und Fairness. Gada betonte Konsensfindung und Konfliktlösung. Es war ein System, das jede Stimme wertschätzte. Dieses System war jedoch mehr als nur Regierungsführung. Es war mit jedem Aspekt des Lebens der Oromo verwoben. Wirtschaftliche Aktivitäten, soziale Zusammenkünfte, sogar spirituelle Überzeugungen wurden von den Prinzipien des Gada geleitet. Es förderte ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Die Ankunft der Kolonialherren brachte dieses empfindliche Gleichgewicht durcheinander. Sie führten ihre eigenen Regierungssysteme ein und zerschlugen das Gada. Hier ging es nicht nur um politische Kontrolle, sondern um kulturelle Auslöschung. Die Kolonialherren versuchten, jeden Aspekt des Lebens der Oromo zu beherrschen. Das Jahr 1889 markierte einen Wendepunkt. Menelik II., der König von Shewa, schloss einen Pakt mit Italien. Diese Allianz hatte schlimme Folgen für die Oromo. Meneliks Truppen, ausgerüstet mit modernen Waffen, begannen einen brutalen Eroberungsfeldzug. Die Oromo wehrten sich, waren aber unterlegen. Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, Familien auseinandergerissen. Oromia, einst wohlhabend, wurde in die Dunkelheit gestürzt. Der Verlust der Souveränität war verheerend. Aber der Geist der Oromo blieb ungebrochen. Sie weigerten sich unterwerfen zu lassen und leisteten weiterhin Widerstand. Der Traum von Freiheit wurde zum Leuchtfeuer der Hoffnung. Der Kampf um Freiheit. Das 20. Jahrhundert brachte neue Herausforderungen mit sich. Äthiopien unterdrückte unter verschiedenen Regimen das Volk der Oromo weiterhin. Diskriminierung, Menschenrechtsverletzungen und wirtschaftliche Marginalisierung wurden zur Norm. Aber das Volk der Oromo gab nie auf. Sie organisierten sich, sie leisteten Widerstand, sie forderten ihre Rechte ein. Von friedlichen Protesten bis hin zum bewaffneten Kampf loteten sie alle Möglichkeiten aus, um ihre Selbstbestimmung zurückzuerlangen. Der Kampf für die Freiheit forderte einen hohen Preis. Unzählige Oromo-Männer und Frauen wurden inhaftiert, gefoltert oder getötet. Ihr Opfer brachte die Entschlossenheit derer voran, die blieben. Während ihres gesamten Kampfes hat das Volk der Oromo eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen. Mit unerschütterlichem Mut stellten sie sich der Unterdrückung entgegen. Angesichts der kulturellen Auslöschung klammerten sie sich an ihre Identität. Ihre Geschichte ist ein Beweis für den unbeugsamen menschlichen Geist. Aber bei ihrem Kampf ging es nicht nur um Land oder Ressourcen. Es ging um etwas viel Tiefgründigeres. Es ging um das Recht zu existieren, das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht, ihr eigenes Schicksal zu gestalten. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen. Trotz des Ausmaßes und der Dauer ihres Kampfes stieß das Volk der Oromo bei der internationalen Gemeinschaft oft auf Gleichgültigkeit. Industrienationen, die mit ihren eigenen Interessen beschäftigt sind, haben die Augen vor der Notlage der Oromo verschlossen. Dieses Schweigen ist ohrenbetäubend. Es spricht Bände über die Machtverhältnisse, die die Welt regieren. Es enthüllt die Scheinheiligkeit der Nationen, die vorgeben, sich für Menschenrechte einzusetzen, während sie das Leid von Millionen ignorieren. Der Mangel an globaler Aufmerksamkeit hat reale Konsequenzen.
Er macht repressive Regime erst recht mutig. Er erlaubt es, dass Menschenrechtsverletzungen ungestraft bleiben. Und er verwehrt dem Volk der Oromo die Gerechtigkeit und Anerkennung, die es verdient. Die Welt muss aufwachen. Sie muss den Kampf des Volkes der Oromo als das erkennen, was er ist. Ein Kampf für Freiheit, für Gerechtigkeit, für das Recht zu existieren. Der Geist Oromias. Trotz aller Herausforderungen bleibt das Volk der Oromo widerstandsfähig. Ihr Geist, geschmiedet im Feuer der Not, ist nur noch stärker geworden. Sie leisten weiterhin Widerstand, organisieren sich und kämpfen für eine bessere Zukunft. Ihr Kampf ist eine Inspiration für alle, die an Freiheit und Gerechtigkeit glauben. Der Weg, der vor ihnen liegt, ist lang und beschwerlich, aber das Volk der Oromo weiß, dass sein Kampf gerecht ist. Sie schöpfen Kraft aus ihren Vorfahren, aus ihrer Kultur, aus ihrem unerschütterlichen Glauben an ein besseres Morgen. Die Welt mag jetzt schweigen, aber das Volk der Oromo wird nicht zum Schweigen gebracht werden. Ihre Stimmen werden weiterhin laut werden und Gerechtigkeit, Freiheit und das Recht fordern, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Ihr Kampf ist ein Beweis für den unbezwingbaren menschlichen Geist, den Geist Oromias. Vielen Dank, dass Sie sich der Oromo-Kampf, eine Reise der Selbstbestimmung, angesehen haben, eine Präsentation von Birmadu Media. Besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden und Unterstützern. Abonnieren, beitreten, folgen und liken Sie uns auf unseren verschiedenen Plattformen. Copyright 2024, Birmadu Media.